herzlich willkommen zu dem ersten Luigi's Mansion 2 Stream Halloween Marathon. Und zwar spielen wir heute die erste von 5 Villan an den zweiten Teil von Luigi's Mansion. Ich gucke es ist kurz, ob das mit dem Sound so funktioniert. Ja, der Sound ist ein bisschen los. Bei mir ist es relativ hart, ich meine auch bei mir ein bisschen los und für erst ein bisschen mehr hart. Ja, der Sound ist ein bisschen los. So. Lo müsste das klappen. Jo, wir spielen Luigi's Mansion 2 aus dem 3DS rausgekommen. Die Karte wurde entfernt. Oh ne, hat meine Karte ein Problem oder wie? Das wäre aber nicht schön. Naja, gucken wir mal. Ob wir das gefixt kriegen. Also wie gesagt, wir spielen um 3DS. Er ist auch nicht mehr für 3DS rausgekommen. Luigi's Mansion 2 in Amerika hat das Ganze doch noch einen Untertitel Dark Moon. Und anders wie den 3 und den 1, also nicht eng Villa, aber jetzt die 5 kleine Villen. Das ist mit denen der kleine Marathon hier ob 5 Dich ab. Und heute fängt man halt, wie gesagt, mit der ersten Villa an. Die Villa gehen natürlich auch immer mehr groß und mehr kompliziert. Ich meine, die erste haben wir relativ schnell hinter da ist. Und dann gucken wir es nur eng weiter an. Ich habe das Spiel schon lange nicht mehr angepackt und ich bin auch mal gespannt. Welche Stadt ganz nach einer Erinnerung haben. Ich meine einfach, dass die Steuerung gar nicht so schlecht war. Demals konnte ich allerdings auch noch so ein Bonus-Schiebepad kaufen, dass sie noch eine bessere Steuerung hat. So, ich denke, wir springen mal einfach das Spiel ran. Ich spiele in Datei 3. Und Musik ist natürlich fantastisch an dem Deal. Also, ich feiere ihn. Salut Ben. Kannst du mal kurz hören, ob der Sound gut so war? Ich brauche deine Hilfe. Wir haben einen Notfall. Die Geister spielen verrückt. Sitzt du am Fernseher immer auf dem Boden? Ich hole dich schnell zu mir. Lass mich den Voxelporter starten. Nicht bewegen, ja?
Da bist du ja, Luigi. So sieht man sich wieder. Du siehst etwas nervös aus, geradezu verschreckt. Keine Angst, hier in meinem Unterschlupf kann uns kein Geist etwas anhaben. Ach, ist das schon lange her? Alles klar bei dir? Du gehst sicher immer noch mit deinem verwegenen Bruder auf wilde Wagnisse, richtig? Ich hingegen befasse mich nach wie vor mit allerlei Spuk und Schreck und Geistereien. Dank unseres Abenteuers damals bin ich glatt zu einer Koryphäe auf dem Gebiet geworden. Doch genug geplaudert. Ich habe dich nämlich nicht zum Spaß zu mir eingeladen. Sieh mal, da auf dem Bildschirm. Das ist mein Lieber, mein Lieber ist der sogenannte Finstermond. Seine rätselhafte Aura lässt alle Geister im Nachtschattental zahm und friedlich werden. Natürlich war ich sofort hin und weg und auf und davon, um dieses kuriose Phänomen zu studieren. Und meine Forschung verlief glänzend. Ich sah mich schon überhäuft mit Preisen. Doch plötzlich drehten die Geister völlig durch. Sie fuhren geradezu aus den Laken, ungefragt. Das war ein Schreck, sage ich dir. Ich musste aus der Gruselvilla hierher fliehen, um mich zu retten. Das hier ist nämlich sowas wie ein kleines Behelfslabor von mir. Für Notfälle, weißt du? Auf jeden Fall habe ich mich nun hier eingerichtet und bin schon kräftig am Forschen. Und Potsdonner, weißt du was? Der Finstermond, er ist spurlos vom Himmel verschwunden. Und zu allem Überfluss ist das ganze Nachtschattental nun in dichten Nebel umhüllt. Laut meiner Messungen ist das Verschwinden des Finstermonds der Grund des Schlamassels. Wenn wir uns nicht sputen, dann verlassen die Geister noch das Tal und spucken anderswo weiter. Was wird denn dann aus meiner Forschung? Nein, das darf nicht passieren. Stimmt's, Luigi? Doch zum Glück weiß ich schon genau, wo wir anfangen müssen. Warte, ich zeig's dir. Dies, mein Bester, ist ein Stück des Finstermondes. Famos, oder? Na, abgesehen von der Tatsache, dass der Finstermond zersprungen ist, meine ich, siehst du die unheimliche Energie, die um es herum leuchtet und knistert? Diese Energie lässt die geisterzähmende Aura des Mondes erlöschen. Daher habe ich sogleich eine topmoderne, hochentwickelte Reinigungsmaschine erbaut. Und zur Feier deiner Ankunft werde ich sie nun einweihen. Dann mal Daumen drücken. Es ist vollbracht, Luigi. Das Mondfragment hat seine ursprüngliche Kraft wieder. Nanu, hast du gerade auch ein geisterhaftes Wabbern und Wallen vernommen? Oha. Phänomenal, der dichte Nebel von meinem Unterschlupf. Er ist spurlos verschwunden. Schnell, schauen wir uns mal an, wie die Karte des Nachtschattentals aussieht. Jo. Wie gesagt, wir sind hier an einem Dall, wo 5 Gebäude stehen und in 5 Gebäude spukt. Wir werden an diesem Deal oder an diesem Marathon nicht 100% machen. Wir werden alle wieder durchgehen, an alle Boss machen. Allerdings nicht alles sammeln, weil ich nicht mehr weiß, wo alles genau liegt, und es auch ein bisschen mehr Zeit weghält, wie einfach nur ein Spiel durchspielen. Wunderbar.
nun sollten wir die Geistervilla erreichen können. Wenn wir den Finstermond also wieder zusammenfügen, sind alle unsere Probleme gelöst. Dann wird sich nicht nur der Nebel im ganzen Tal lichten, auch die Geister werden wieder freundlicher. Aber, ach, bis dahin musst du sie leider vorerst aus dem Verkehr ziehen, jawohl, Luigi? Oh nee, der Name Luigi will schon hart auf und drücken. So gut wie du kennt sich nämlich keiner mit den Geisterjagen aus. Zumindest keiner, den ich kenne. Die Sache ist nicht ungefährlich. Ich würde sie zwischen riskant und völlig kopflos ansiedeln. Okay. Ja. Also Luigi natürlich rum der Pasch. Mit der für natürlich rum Geisterjäger spielen. Ja, Luigi's Mansion 2 ist ein bisschen ähnlich aufgebaut wie den ersten Teil und dann auch den dritten. Dessen Teil war am Anfang ziemlich belebt, aber war nicht mehr das nämlich wie den ersten Teil. Nicht mit dem Flair mit der großen Villa. Hier geht nämlich regelmäßig an die Villa als kleine Etappen. Also wir werden die Villa nicht alle enger Mission komplett besichern können. Mit das sind nur so Einzelkapiteln, wie zum Beispiel Mario Ferrasier, wo auch mehr Sterne an enger Welt sammeln gehen. Oder echt so Kapitel wie Mario Sunshine. Das wird anscheinend nicht so gut geklappt, also das ist bei den Fans nicht so gut gekommen, so hat ihn sich am dritten Lied dann entschieden, ein Großfehler zu machen, respektive ein Hotel war das damals. Und da hat ihn halt die Gemäldegeister angefordert, die gehen halt gar nicht mehr. Ich persönlich muss auch sagen, dass den ersten Teil definitiv der stärksten Teil ist. Den dritten Teil hat viel vom ersten natürlich auch mitgeholt, dass du mit so ein Hybrid zwischen den beiden, also das Beste als beide gebe ich mal behaupten, dass den dritten Teil den meisten Lächer geguckt. Und diesen Teil mich halt vieles ganz ernst. Auch wird man gesehen, du sind nach Mechanics ganz nah dran, die Demos noch nicht kaufen. Und das guckt man jetzt an. Und ja, A1 Schreck weg 0915. Let's go. Ja. Ich denke, das Grundprinzip von Luigi's Mansion ist bekannt. Wir kriegen nur noch einen Staubsauger und damit muss man natürlich Geister jagen. Und als ein Erzfeind ist natürlich wie immer den King Boo. Nein. Okay, ich weiß nicht, dass ich mit B einfach Stopp machen kann. Ich finde Steuerung relativ schlecht in Erinnerung, muss ich sagen. Also wirklich am Sinn, es spielt sich nicht so gut wie den ersten Teil, wenn ihn der zweite Pad nicht tut. Ich habe das auch nie gehabt und ich kann durch meinen Capture 3DS nicht drum an, das geht einfach nicht. Eine witzige Gimmick am ersten Teil hat man ja auf der Gamecube den Game Boy Color als so ein technisches Device, an diesem Teil haben wir dann System den DS. Darum denken wir spielen um 3DS, ne? Also das Spiel für 3DS nicht für den DS. Was auch rauskommt am Year of Luigi, zusammen mit vielen anderen Luigi-Titeln. Das meine ich war 2014, wenn ich mich nur nicht irren. Lass mich kurz gucken. Auch die Verpackung hat damals ein ziemlich geiles Gimmick. 2013, ja. Year of Luigi war 2013. Packungen hatten auch ein kleines Gimmick. Und zwar haben die allerersten Prints auf dem Cover ein Bu, den am Dunklen liegt. Das ist auch ziemlich cool. Ich weiß nicht, ob die Menge Kopie liegt nicht. Ich hatte nämlich Menge verkauft, Menge erste Edition. Die heißt nämlich gelehnt von einem Kollege. Und ich weiß nicht, ob es eine Kopie liegt. Ich meine aber, die liegt auch nicht. Aber da wisst ihr Bescheid. Also du hast eine kleine Bu drüber und der liegt halt. Ja, ich war damals ein bisschen rosen, dass ich sie verkauft hat, weil ich schon die Bude liegt ziemlich cool fand. Aber keine Ahnung, das Loch, also es fehlt mal Loch, nicht, weil ich es nicht tue. So, das ist ein Test, das den Igit urrift. Ich blende auch den Touchscreen hier an. Auf dem geschieht allerdings nicht ganz viel, du hast nur einen Karten drauf. Ja, hier geht das gerade drauf.
Ja, und, das halt nur so, wir haben immer so Missionen, dann mussten halt einzeln rein besichern, nicht durch die ganze Villa an einer Mission. Das hat natürlich auch so gemacht, weil er den Handheld spielt, als strategisch kann er mal am Bus schnell eine kleine Mission machen und dann ja, rausklammen und dann, keine Ahnung, ob da habe ich oder so, und dann, wenn ich von der habe ich könnte, am Bus halt die nächste Mission machen, so etappeweise sich halt voranschreiten. Das ist ja auch kein Geheimnis, dass ein 3DS eng von den bestverkaufte Konsolen weit dabei ist an ja größt Feature von einem 3DS also natürlich die Mobilität die ihn hört. So, lo geht los. Ich denke, lo sind wir ein bisschen Gameplay. Wie gesagt, wir spielen heute die ganz Gruselvilla. Ich weiß nicht, ich meine, sie hat 3 Missionen bis zum Final Boss oder 5. Allerdings sind wir heute nicht so ganz lang beschäftigt mit Luigi's Mansion 2. Nur kann das allerdings ein bisschen mehr Zeit anholen. Oh, here I go. Oh, ow, oh. Oh, boy. Wie die Luigi einfach sieht, oh boy. Das suche die Garage, ja, das sind so Mini-Missionen, die wir haben. Ja, genau, Robber Ruf möchte den mit B an X, wenn den das Schiebepad nicht tut. Das kann ein bisschen lästig gehen. Ich hoffe, dass heißt das aber während dem Let's Play nicht allzu krass steigern kann. Wir können auch im Moment eigentlich nicht viel machen. Wie nehmen die Mission da noch gehen. Huh? Oh. Yellow. Luigi, bitte kommen. Luigi, hörst du mich? Etwas schärfer stellen, etwas weiter weg. Ja, jetzt sehe ich dich. Ich fürchte schon, der Akku deines DS-Systems sei am Schwächeln. Aber wenn man die Helligkeit runterdreht, geht es ein wenig besser. Aber was ist denn mit dir? Hast du Angst? Steckschock. Drücke beim Bewegen B, um zu rennen. Ja, okay, das kommt man nur noch nicht machen. Lo geht das aber. Okay. Ja, wir kriegen natürlich noch ein bisschen etwas beibrüscht. Auch ein bisschen Mensch können wir nur direkt nach dem nächsten machen. Wüge, dass wir den Staubsauger noch nicht tun. Und den braucht man halt für die ganzen Pflanzen und alles abzumachen. Wir haben nämlich an diesem Deal auch den Stroboblitz, den das nämlich halt angefordert gehen, als Hendo am Luigi's Mansion 3 extrem wichtig gehen. Am nächsten Deal wird den aber noch gut nicht. So, dann gucken wir mal ran, was das da erwartet. Ja, die haben etwas da am Kopf gehabt. Etwas hat man noch brauchen werden. Mir wie dich geht es wohl darum, überhaupt den Schreck wegzufangen. Was er auch hat gesehen können, für die, die Luigi's Mansion 1 kennen, der Luigi wohnt an diesem Teil an seinem Haus, was dann halt sich erbaut wird auf dem Grundstück, wo die Villa steht. Mit zu der Villa gehen diverse Theorien und auch kennen Geschichten, dass die Villa einfach nicht existiert. Die Villa auch nur 12 Wochen sollte verschwannen. Das sind allerdings Beta-Assets an Ideen, die an der Beta von Luigi's Mansion 1 dafür kommen sind aber nie ans Spiel adaptiert gehen. Mechanenmäßig ist das aber ja, ganz interessant zu wissen. Hello. Hier wohnt allerdings an eng von den Häusern, ich meine, das ist ein C-Rang. Ja, da haben wir eine Maus mit einem Schlüssel, da Joma dem mal schnell, ich weiß nicht, wo die gelaufen ist. Ah, da. Sind wir schnell genug für die Maus zu fangen? Ja, gesagt, da noch aus. Yes. Okay, und damit mal den nächsten Schlüssel. Für einen Fehler ran. Musikalisch ist das Spiel hier natürlich grandios, also noch besser wie der Nation Deal. Der Nation Deal singt Musik war nicht so geil. Ich feiere sie zwar, aber der zweite Deal hat wirklich mega gute Musik. Hello. Besonders bei den Bossen wäre schon empfallen. Wow. Oh. Oh.
So, wir sind an der Villa Bahn. Ja gut, da gehen wir mal direkt an die Garage, die scheint ja abzusehen. Weil mehr kann man nicht machen. Ho, 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 ho. Aha. Ja, du machst den Schreck weg. I do it. Oh. Oopsie. Oh. Oh. Yes, und den Igitt meldet sich natürlich rum. Oh. Hello. Superb! Das hätten wir ja. Gut gemacht, Luigi. Dies ist der neue Schreckwerk 915. Saugstärker denn je. Und kinderleicht zu bedienen. Halte einfach R, um zu saugen. Jo. Das ist nicht viel mehr anders wie am ersten Teil. Allerdings, ja, wie gesagt, das ganze Staubsaugen, gezielt Staubsaugen, ist nicht so gut umgesetzt. Aber wie gesagt, es kennt noch nach einer anderen Neuigkeit, die ist auch an den dritten Teil überholen, nämlich die Balken da mit der Kraft. Die ist am dritten Teil nach einer verbessern gehen. Er ist dekorat, er muss ihn sie nicht benutzen. Mit kann ihn aber, an Telef doch. Aber ja, am dritten Teil ist das Ganze dann nach einer ganz anders umgebaut gehen. Also das Spiel hat natürlich auch seine negative Aspekte, die es nach Fett ein bisschen nerven an die Balken als ein von denen. So, geh auf Geisterjagd. Ja, natürlich kann man diverse Missionen, so kleine Aufgaben, das war ja dann am ersten Teil an. Ja, am dritten Teil kommen so Missionen noch, aber konnte schon ein bisschen mehr frei rundherum laufen. Aber den ersten Teil war komplett frei, also du konnte nicht direkt als Mission gewesen. Du ein bisschen so puzzelartig sich durch die ganze Villa kämpfen. So, und hier gehen natürlich diverse Geheimnisse. Zusammen gehen den Abfang nicht viel. Es gehen allerdings an alle Villa immer 5 Kristalle. Und ja, die zu finden. Erstmal schwer, mal Männer schwer. Wie gesagt, die sieht man aber nicht. Wenn wir da in der W fahren, sammeln wir sie an. Ich renne auch nicht durch die ganzen Häuser. Also sichern dann die Sachen. Die dir dafür scheint so zu sehen. Ah, ne, den Schlüssel dafür. Okay. Ich gehe dann eine Woche hier an Zeiten gucken, was du hast. So genau habe ich die Villa nicht mehr in Erinnerung. Die war aber nicht ganz schlecht. Okay. Ja, auch die Kiste hat sich ein bisschen verändert zum ersten Teil. Und ich finde, am dritten Teil waren sie auch ein bisschen anders. Besonders die Standard-Geste. Also da sind die ganz einfach Geste, die ganz standardmäßig. Ich meine, hey, verstoppt es sogar so stehen. Und der Bausen ist also Poltergeist. Also auch hier angefordert gehen. Das ist so Gestern, den so ziemlich dem Luigi sein neue beste Kollege geht. Und von dem kaufen wir doch eine Figur an einer Special Edition von Luigi's Mansion 2. Die habe ich leider auch nicht, die sieht aber mega genial aus. Also wenn das möglich geht, die für gute Preis zu kriegen, roten erste zu holen. Oh, Spider-Mans. Ah, die schon. Okay, die hätte wahrscheinlich mehr Geld bräuchte. Ich gesagt, keine Ahnung. Das sind Knochen. Sollte man sterben, kann man damit, das sind sozusagen leben. Das heißt, damit kann man es wiederbeleben sozusagen. Okay, war das so gezählt? Ja. Okay, verrät er sind nicht direkt, aber man sollte Game Over gehen. Dann gehen wir wiederbelebt. Das ganze Spiel ist nicht so schwer. Also, die
Knochen, soweit ich weiß, habe ich die an meinem ersten Playthrough nicht wirklich gebraucht. Einmal vielleicht, aber nicht DAX. Also stirbt den nicht DAX, wenn den sich nicht allzu dumm lädt. Kann man raus etwas machen und ich denke nicht, wir brauchen wie dich den Voxel, du, den Stroboblitz, die Luto halt. Und wir müssen dafür halt die Geisha da fängen. Ja, natürlich aufpassen. Und lo komm an. Wir sind an der Rittergalerie, koppel lo an der Foyer. Ja, sie machen also ziemlich einfach. Da auf einem Liste hängt das ganz. Aber anscheinend kann man da nicht so einfach drun. Guck mal, ist das ganz Teil unten. Da gibt diverse Geheimnisse. Ich meine, oben am Aquarium gesehen auch schon den ersten Diamant. Ja, du glänzt der Stern, du. Es sind immer 6 Formen oder 5 Formen, die man sammeln müssen. Und alle Villa hat halt seine eigene Farbe. Wieso, wenn man da vorne probiert, mal drunter zu kommen. Ja. Wir halten uns einfach nicht zu lange mit den Kristallen ab. Luigi, siehst du an den runden grünen Apparaten dort rechts an der Wand? Das ist ein Torschloss. Aktiviere es einfach, indem du es mit dem Stroh... Alle Wetter, dein Schreckwerk fehlt ja der Stroboblitz. Ja, den hängt er über dem Lüster. Finde den Stroboblitz, ja, den haben wir ja schon von, den hast du oben. Boah, den kriegen wir anscheinend nicht mehr von, hier oben noch. Dann laufen wir mal schnell rob. Kriegen wir den von... Ah, ja, okay, da kann man drehen. Da könnt der Lüster rauf. Und da kann man jetzt den Dingen einfach sicher gehen. Perfekt. Ja. Hoho. Ja. Oh. Haha. Oh. Oh, yeah. Wow. Ja, den IG trifft nur noch ein bisschen unten. Ja, mit A kann man dann den Stroboblitz aktivieren und die ganz Tieren abmachen. So, damit kann man natürlich auch den heute Save abmachen. Und du hast natürlich auch am Geld dran. Ich kann ja auch durch ein Aquarium anscheinend gucken. Ich weiß nicht, wer das gut ist. Aber du, den Diamant, das ist ein von den Collectibles, die man braucht für 100%. Ich weiß allerdings nicht, ob 100% sich lohnt. Ich weiß gut, was der kriegt für 100%. Ich meine, mir fehlt ob Menge URL Kassette E-Kristall, den ich mir nie sicher war. Ich weiß zwar wohl leid, aber ich war mir nie sicher. Ich weiß nicht, er steht noch am Let's Play. Ah, du brauchst ein spezielles Steck, okay. Na, da gehen wir mal einfach durch die Tier. Ich meine, hier geht auch nicht dran, ne? Ja, wie gesagt, das ist alles zugespart. Wir gehen halt mehr durch die ganze Villa gefordert. Was ich allerdings nur noch mal das Bause gucken gehen. Da war ein Bild, ich meine, du kriegst mal etwas Schönes raus.
Aber vielleicht hast du ja eh von den Kristallen dabei. Mit dem Strobolis kann halt auch die Pflanzen aus den abmachen. Und du kriegst natürlich dann auch diverse Stuff raus. Ah, guck, da ist sogar eh so ein Diamant dabei. Oh, das sind ein bisschen mehr wie Nummer 6. Okay, das weiß ich nicht mehr. Yellow. Ja, und das gibt halt so eine Galerie, wo so Figuren kriegt und so für die Juwelen. Okay, das sind aber relativ viel. Ich habe gedacht, wenn da Nummer 6. Was hat dann. Hatte das dann Luigi's Mansion 3 so gewünscht? Oh, das weiß ich auch schon nicht mehr. Oh, du leid doch Geld und Bahn. Da tun wir natürlich auch matt. So, und so kann man halt die installieren und man immer von so geringen Dinge gesehen. Oh. Yellow. Ciao. Yes, okay. Und dann sind wir ein dunkler Raum. Ja, hier müssen wir natürlich die Geister fangen. Sitzen in der Toilette? Nee, anscheinend nicht. Anscheinend doch. Da ist Geld dran und da gehst du den durchzuwannen. Ja, es geht nicht laut Menge Geister mit der Taschenloot zu belichten. Wir müssen tatsächlich mit dem Stroboblitz blenden. Das ist so eine Erneuerung, die an diesem Deal beikommt. Oh, Geld. Nice. Ja, und da sind wir schon am Kampf. Ja, und da haben wir schon den nächsten angesaugt. So. Das ist ja relativ gut gegangen. War schon die erste Mission oder kann man noch ein bisschen weiter trippeln? Durch die ganz Villen? Nee, heißt die Nachtgeister. Oh Gott. Ja, die sind auch relativ einfach. Kann natürlich auch an 2 saugen, wenn man nähen. Ne, das kann auch noch wie schwer gehen demnächst. I do it. Geh auf Geisterjagd, das ist gepackt. Ich meine, da sind wir mal ein bisschen durch, oder? Oh mein Liebster Mann. Weil wir müssen irgendwie immer noch. Ich hab's fallen. Ah ne, anscheinend meldet sich den I-Gitlo. Yellow. Haben wir ausgemacht, Luigi. Gerade so geistreich. Geistreich. Ciao. Okay, aber ist sie fertig. Wie gesagt, es gehen immer so kleine Mini-Missionen. I did it. Und da sehen wir auch den Score immer. Ich meine, es geht noch Backtracking. Also Backtracking ist auch am Spiel. Muss ich noch alle Missionare machen.
dem Sinne etwas erreicht hat. Wenn ich mich nicht irre, sind wir da aber nicht ganz sicher. Luigi's Mansion 2 hat auch einen Multiplayer gehabt, den ist allerdings nicht so geil gewesen. Das war einfach so eine Art King of the Hill. Bis zu 4 Spieler an einem Raum, wo gehst du dann immer auftauchen und immer mich schwer geht oder so. Du bist wieder zurück, unversehrt. Und alle wachsen noch dran. Wunderbar gemacht, mein Guter. So setzen wir dem Tohuwabohu im Nu ein Ende. Ja, und da gehen die ganz gesammelt Gehster ran. Masse in Wunzen 3W. Jetzt gehst du sammeln mal. Auch anscheinend. Nächstes Extrakt bei 2000 Geld. Okay, das wusste ich auch noch nicht. Das sind nicht wie durch Geld so kleine Achievements freischaltet. Dann sammeln wir so viel Geld wie es geht. Gucke, wie viel wir sammeln können. So. Ich schwätze dich nur ein bisschen. Ja, wir können nur natürlich schon triggern Villa für die nächste Mission zu machen. Zahnräderjagd. Ja, das haben wir ja auch schon gesehen. Da gehen wir immer an die Villa do. Und müssen da die nächste Mission machen. Ja, da zählt natürlich ein bisschen darüber. Der Plan ist überaus simpel. Der Nordteil der Villa wird von einem Türmechanismus blockiert. Dieser Mechanismus lässt sich vom Foyer aus bedienen. Ich werde dir die Details vor Ort erläutern. So, dann Abmarsch. Und geht drum Lass. Aktiviert den Mechanismus im Foyer. Hat sich dann da etwas geändert? Der ist vor. Ja, anscheinend. Ah lol. Okay, hin hat die ganzen Zahnräder da kaputt gemacht. Uff, ziemlich aggressiv gehst du. Diese respektlosen Spuckbrüder. Die haben alle Zahnräder aus dem Türmechanismus mitgenommen. Ich werde sie für dich ordnen. Folge der Karte auf deinem Dreher-System und hol sie dir zurück. Weißt du, Richie, wir sind schon ein tolles Team, findest du nicht? Ein Tandem, ein Duo. Und daher nenne ich das DS-System ab heute das Du-Spukophon. Knackig, griffig, elegant, hihi. Nutze die Karte auf dem Du-Spukophon, um die Geister im Westflügel zu finden. Yes, da machen wir das. Ja, mit der Karte kann man an sich nicht viel machen. Ich kann du wie groß mit klein machen, gucken, welche Missionen man machen müssen, an die Inselreihen erkunden, den Inselsteck, an dem sie Strupp trinken. Mehr geschieht auch nicht, braucht man aber auch nicht. Also, ich wollte denke nicht, dass wir sie nicht brauchen. Aber hier den Schlüssel, den brauchen wir aber.
Den braucht man. Jetzt kommen wir hier nicht weiter. Wo ist den dann hier gerannt? Aua. Da mein Maus mit Gurgelus. Ja, den hast du schnell angesaugt. Das war ja schnell, ja. Dann gehen wir um zurück. Ja, die Gegner, da muss man natürlich aufpassen, die Raut, die sind natürlich für mich kräftig, wie die kleinen Gringen. Kann ich das abmachen? Was ist das? Nee, kann ich nicht. Hä? Ah, du brauchst etwas Bestimmtes, okay. Ah, er hat den I-Git für Druck geschafft, ne? Er hat seine Forschung gemeldet, das ist am Anfang singen will er. Oh, das ist eh von den Entdecker Gegner, okay. Da kann man schön rein, ne? Yes! Ah, du hast das echt Zahnrad für Feier. Nice. Und du könnt du nicht drauf? Doch. Ah, warte mal doch. Ich weiß, was das Problem ist. Da braucht man noch einen Spezialloot. Ich weiß nicht, ob man die schon holen. Sieht nämlich nicht so aus. Als Loot wird nämlich noch ein anderer Modus. Den haben wir aber anscheinend noch nicht. So, die Korridor hier, den das hat schon gut da. Geheimen Zwischenraum. Bei dem Schlüssel, okay. Oh, und da können wir gucken, was da ist, da erwartet. Oh, Pinselgester. Die werden immer das gleiche, ne? Ja, okay. Da besicht man den mal. Hä? Moment, der geht ab, aber Luigi könnte dran. Für was? Der Grund? Ah ja, da ist alles voll gemüllt. Okay. Geht den noch an nicht daran? Boah, da gucken wir mal, ich war nicht weiter zu kommen. Die Villen, die Malu erleben am zweiten Teil, sind natürlich auch für mich linear, das ist ein bisschen schwierig. Also wir laufen schon enger Story noch. An ja. Sind nicht so frei, wie das beim ersten Teil der Fall war. Ja, heißt sehe ich, heißt stimmt ich nicht mehr. Anscheinend will den E-Gegner nicht davon erzählen. Was gesehen wir dann heißt ist. Wie schaut die Flayen? Okay. Ah, noch da kommen wir leider nicht dran. Dann denke ich, muss man mal an den ersten Stock gehen.
selber, ne? Oh Gott. Oh, der Hannen. Oh, die schmeißt mit Bisch vorbei. Haben wir Bananen. Oh, schon nicht getroffen. Okay, komisch. Hallo, aber okay. Ja, auch nicht besonders stark. Das sind eigentlich die 3 Standardgeister. Andere gehen nicht. Sind wir aber auch nicht mehr ganz sicher. Schon nicht mehr ganz in Erinnerung. So, und an dem Tresor ist wahrscheinlich nicht mehr dran. Oder nicht so viel wie der letzte Mission, keine Ahnung. Ja, gut, nicht, dass du dran ist, Leben. Braucht man aber den Moment nicht wirklich. Erst mit eng dir, dann hoffen wir mal, dass die Europas. Ja, meine Schlüssel dafür, andere. Ja, ich hab stimmt halt nicht, also, Das geht noch ziemlich cool. Boah, mir das dauert noch bis es mal zu den spannenden Netzen kommen. Die könnt ihr schon rätseln, was das dummer ob sich kann hun. Ah ja, an die Freunde, schreibt mir ruhig, wen das Spiel gut nicht kennt und nicht blind no guckt, an wen das Spiel schon gespielt und auch schon zu 100%. So, du kriegst man nämlich einen Kristall, okay, ja immerhin. Also den zweiten. Er verschützt sich irgendwo nach Absah nicht. Ah ja, geheimen Speicher. Und du hast eine an der Musikbox, okay. Am Grammophon. Oh, an die roten aggressiven ist auch dran. Die haben noch einen Namen, ich weiß nicht mehr genau wie die heißen. Und du meinst 2 Zahnrad. Ja, weiterkommen ist ein bisschen schwierig. Allerdings geht es einer eigentlich dir. Dann heißt das so Case. Kann man den von der Mauer holen? Ja, kann man. Oh, an dem Teppich versteckt sich auch noch ein Geheimnis. Matt. Ganz spannend. Ich meine, die muss eben am Stroboblitz blenden und dann gehen sie zu Gold. Ist man da nicht mehr ganz sicher. So, er kann ihn durchgucken, oder wie? Ah, du verstopft sich ein Kristall. Okay. Kann man eigentlich schon das ein bisschen einfach auch noch nicht tun. Nein, Schank. Kann ich irgendwie das Feuer herüberkriegen? Das vermischt du. Das zieht das Bett. Ja, so kommen wir in einen anderen Raum. Ganz aggressiv, okay. Und anscheinend verstopft sich auch so ein von den dicken. Aua.
Perfekt. Ich hab bestimmt noch nicht. Ah doch, okay. Das ist der Zahnrad dran. Tisch, es fehlt nach Eint. An Hummer. Hier sind Diamant, mehr kann man es leider noch nicht gönnen, weil man die bestimmten Fähigkeiten nicht tun, soweit ich weiß. Ja, ich meine, die kriegen wir recht. Also, Professor I geht jetzt schon etwas darüber gezählt, dann ich konnte nicht matt mehr. Ich bezweifle das. Okay, vergeht Feuer aus. Hast du Geheimgang? Ja, Schätzung. Hello. Ah, du kommst in den Raum. Okay, perfekt. Uff. Yes, den Nummer. Ah, ein trifft es halt. Das Bild hier kann ich nicht drauf rappeln. Ah, hier sitzt du dran. Da kommen wir rein. Jo, und du mal die 5 Zahnräder. Fair. Und dann sind wir normalerweise gut genug für die nächste Mission. Ja, die Spiel ist natürlich ein bisschen tutorialmäßig abgebaut, ne? Da haben wir wahrscheinlich an allen Missionen eine andere Fähigkeit. Yellow. Jo, und am Feuer kann man nur die Zahnräder ersetzen. Allerdings gucken wir jetzt nach Geheimnisse an. Kann die Kamera auch noch bis? Nee. Aber die Schmenge Hai war nachher schon ein bisschen da. Eine der bis. Nee, anscheinend nicht. Okay. Und du 4, du kommst nicht hin. Das sind immer noch die spannenden Dinger. Genau. Gut, da setzen wir nur mal die Zahnräder an. Mal gucken, was geschieht. Ah, da fehlt ein Kurbel, ne? Kann das Sinn? Schmengen. Yellow. Wieso das lange Gesicht, Luigi? Ach stimmt, dafür kannst du ja nichts. Donner. Witzke. Die Zahnräder passen nicht ins Getriebe. Diesen tumben Geister haben sie ganz sicher verbogen oder so. Ich muss sie wohl schnell reparieren. Na, immerhin haben wir sie jetzt. Ah, okay, das war schon Mission. Das ist die... Das Stück, was nur die Zahnräder man nicht verbindet, kriegen wir da wahrscheinlich vom Professor Egid. Ja, also es sind immer so kleine Missionen. Die 10 Minuten, wahrscheinlich 13 Minuten, ja. Und das ist Getränk 2, okay. Wie viel Geld haben wir? 500. Das ist leider, meine ich, kriegen wir den nächsten Bonus nicht, oder? Oh, keine Ahnung, ist immer los. Das sind wir ja los. Bravourös, Luigi. Ich hätte mich doch gleich an dich wenden. Egal. Ja, Zahnräder, die kritieren du.
Ja, und dann machen wir den Stabsacher im Idol. Also sind wir bereit für die nächste Mission. Fall Geld. Das geht nicht durch, ne? Ja, nach 400. Gucken wir mal 400 zu sammeln. Also nächste Mission. Und dann kann man ja gucken, was die Bonus sind. Luigi muss dringend willen. 4 Zahnräder dann auch anzusetzen. Bücherspuk. Ja, das ist auch um ein kleines Kapitelerklärung, sind nicht gerade. Ja, weil hallo, haben wir die richtige Ausrüstung für die dir abzumachen. Ja, und da kommt komische Musik aus der Bibliothek von der Villa. Dann gehen wir mal durch noch. Der Chefgeist, okay. Wie kennt der das sein? Da gehen wir mal durch da. Benutze den Kurbulator im Foyer. Ja, guckt, gibt dritter Silo, ob er wohl unsichtbar. Und er den gruseligen Musik aus einem Raum hier in der Villa. I did it. Okay, wie kommen schon und den Juwel da waren? Wie geht das schon mal? Das weiß ich irgendwie nicht mehr. Na, gehen wir mal gucken, was als da erwartet. Okay, also noch gehst da. Oh, die können noch richtig schön machen, also aufpassen bei denen. Also das Spiel hat eine geile Atmosphäre, das kann ich schon mal so hin. Me all diese Menschen, die hat singen super geil Atmosphäre. Okay, ich hab's jetzt schei. Was der jetzt die. Ich hab sich hier noch hier etwas. Außer Geld. Ah ja. Du Plafond hast. Ein Tresor. Da ist bestimmt die Juwel dran, oder? Ja, genau. Perfekt. Ich meine, die finde ich noch nicht da rein, also mir kein verpasst. Kann aber Sinn, mich schmengen nicht.
ich gebe gerne noch die einer Fähigkeit da krähen. Aber anscheinend wird man die dann nicht vorgestellt. Aber kann in unsichtbaren Sachen halt sichtbar machen. Der Balkon. Alles voll mit spannenden Netzer. Nicht so schön. Da kann man durchgucken, okay. Da sind wir aber auch nicht. Da will das auch nicht. Okay, da kommen wir wohl nicht weiter. Was ist beim Lift? Kann man nicht benutzen? Okay. Da fehlt auch mir etwas. Die Karte soll direkt hier sein. Das mit dem Lachter, hast du selbst dran? Nö. Da ist der Knochen. Ich meine, den finde ich immer pro Level. Hier ist an einem Tierrang. Nee, das ist noch nicht das, was man sich schon. Guck mal, hier ist wie Feiermann. So, ja, ah, nee. Waren wir da nicht schon? Ja, dachte, waren wir schon. Das ist der Raum im Bett, ne? Ja, hey, kann man gehen. Fireman. Dafür brauchen wir irgendwie Bengel oder irgendetwas. Ich weiß nicht genau, was wir brauchen. Ich weiß auch nicht, wie wir an die Bibliothek rankommen. Vielleicht schon mal hier, das richtig. Ach, guck mal. Da ist irgendetwas unsichtbar. Me. Irgendwie will es noch nicht darüber verroten, wie es scheint. Ah, vielleicht kann man hier etwas erkennen.
außer die Tiere, du, meh. Oh oh. Die Tiere kommen nicht, das ist nicht du. Du Wild. Kann man auch nicht mal tönen. Folge den Klängen in der Bibliothek. Ja, da machen wir. Mir fanden nicht. Also wir können hier einfach irgendwo raufspringen. Also, egal wie ich du sitzt, der kann auf jeden Fall Oh. Piano spielen. Ich hab's muss da auch gehen. Ja, da kann man halt leben, okay, cool. Ah, guck, da tun wir nicht über Sinn. Ah, da kommt man Kischen. Okay, der war auch noch nicht. An die ist direkt neben der Bibliothek, oder wie? Ja, wie scheint. Oh. Doma Kristall, die kann man wahrscheinlich irgendwo abtauen. Oh. Moment. Ja, da muss ihnen halt bis werden, die sind natürlich geschützt. Die musste sich vielleicht, ja, ein bisschen ihre Schild da aufgehen. Ja, da kann ich sagen. Oh, und da haben wir allen Zweig getroffen. Ja, das ist nice. Perfekt. Oh yeah. So, dann tauchen wir mal Eisen. Kristalle ab. Perfekt. Ah, da gehen wir mal die Piano-Gest besichern. Uff, Big Brain. Okay, wo ist denn dann? Da. Ja, da. Okay, bei denen einen Zyklus? Ja, nice. Was geht aber nach ihnen? Oh, es geht am May, oh Gott. Da muss man aufpassen, nicht dass den erst nur mit der Bücher zerschlägt. Ja, du hast schon geschickt. Oh, Nummer ist allen zwei. Nice. Nice, okay, Münd gepackt. Und du
meldet sich der Professor Iggy doch schon. Yellow. Alles klar, Luigi. Ich hatte mir schon Sorgen um dich gemacht. Diese kugelköpfigen Kolosse sind ganz schön harte Knochen. Und ihre bürische Wurftechnik erinnert mich frappierend an meinen alten Doktorvater. Wechseln wir dich und diese wunderbaren Geister lieber schnell wieder zurück. Now. Okay, das war die Mission. Oh, yes. Tipptopp. Did it. Wow. Das wird ein bisschen lang dauert. Aber auch nur mit 12 Minuten. Wirklich. Okay. Sind die aber wirklich richtig? Ich meine nicht. Keine Ahnung. Da bist du ja wieder, Luigi. Schön, dass du es in einem Stück zurückgeschafft hast. Jo, und da machen wir mal Staubsauger Idle. Da kriegen wir die Chefgeist da, oder wie nennt ihr das? Nur ein Geist gefangen, Masse in Wunzen, einer Pferdschwunzen. Okay. An Reichtum eingesammelt, da kriegen wir Eisen nächsten extra, keine Ahnung, wer das. Könnte wohl nicht gewesen, oder wie? Ah doch! Mit einer extra Stufe, cool. Ah, May Power, okay. Ah, okay, sobald man die Klänge mittels der Strichtor riecht und dann kann man ihnen einen Schock verpassen, für sie nach mir schnell zu schwächen. Ah, okay. Diese pompöse Poltergeister sind nicht gerade harmlos, doch andere Geister befehligen sie nicht. Nun ja, es kann nicht schaden, sie dennoch eingehend zu studieren. Einfach faszinierend, wie sich manche Geister zu höheren Arten entwickeln können. Das Prinzip dahinter ist mir im Moment noch unklar, aber ich arbeite daran. Das wird mein großer Beitrag zum Korpus der paranormalen Wissenschaft. Und du, Luigi? Wenn unsere Mission vollbracht ist, wirst du der große Held sein und nicht etwa dein Bruder. Du Liedem. Mission A3 ausgepackt. Hallo geht es mit A4 weiter Trug und Täuschung. Hallo kriegen wir wahrscheinlich auch die spezielle Taschenloot für all die Geheimnisse, die wir hallo komisch fortun zu lüften. Dies ist ein Wehrlicht, eine paranormale Erscheinung, die Illusionen erzeugen kann. Und irgendwer setzt gerade Scharen dieser postlichen Lichtlein in der Gruselvilla aus. Okidoki. Oh. Dies ist auch der Grund, wieso manche Dinge verschwunden sind. Ganze Rüstungen futsch. Doch all dies ist nur Schein. In Wirklichkeit ist alles noch am alten Platz. Glücklicherweise habe ich einen Aufsatz für den Schreckwerk 915 erfunden, der uns helfen wird. Ich nenne ihn die Düsterlampe. Mit ihr kannst du Illusionen durchschauen und phantomisierte Objekte wieder sichtbar machen. Leider habe ich sie im Labor liegen lassen. Und dort wimmelt es nur so von Geistern. Kommt anscheinend bei der Flucht nicht alles materiellen. Aber am Labor waren wir ja schon. Da gucken wir mal, weil das gar wird. Oh, weil ich bringe mal die Loot mal. Luigi doch schon flammen. Let's go.
Ja, da gehen wir wohl direkt an das Laboratorium. Ich meine, du fahren wir dann noch. Los, sind Rüstungen noch rum, du. Okay. Ah, los, die Tiere nicht, wie du. Ah, doch. Ach, sind stumm. Oh Mann. Die sind auch schon Geister. Ah, Daddy ist aber fort. War das ein Buch? Scheint in der Bude zu sitzen. Ich meine, das ist unsichtbar. Wie kann die da nur ein Labor? Wird der Geheimgang oder von oben? Ne, hi, scheint nicht zu sein. Scheint wissen, ich geht etwas. Yellow. Ich glaube, mich laust ein Pferd. Die Tür zum Labor, sie ist verschwunden. Das waren sicher irgendwelche frischen Wirrlichter auf der anderen Seite. Das wird sicher irgendwo einen anderen Weg dort hineingeben. Ja, okay. Dann denke ich, gehen wir mal einfach ganz oben hinein. Ja, ich denke jetzt einfach, dass wir einfach von oben gucken, ob wir da vielleicht über den Lift drauf kommen. Oh ne. Können wir drin, was gehst du zu dem? Mit dem Pinsel gelegt. Oh, okay, aber nicht nehmen den. Doch den ganz gefährlichen. Da kommen schön rein. Bleib frei. Was ist denn hier gelaufen? Hä? Wo bist du? Scheint am Schaf. Ah ja, am Schaf, okay. Ja, da gehen wir hopp, ne? Ich denke, das für dich mal die schlauste Weh. Wie nahe an den Aquarium können, weiß ich zwar noch, aber nicht. Boah, gucken wir mal, wie wir hier von Löwe vielleicht irgendwie durchkommen. Hier war Lach, ne? Ja. Das ist auch eben. Der erste, die wird im Labor. Hier ist Labor. Uff. Anscheinend kann den über den
Dingen heran. Hello. Jo, okay, tipptopp über den Kamel. Oh. Und du hast auch die spezielle Loot. Okay, tipptopp. Haha. Ah, nee. So, da muss man aufpassen, die Sonne verloren. Da muss man wirklich mal die Sonnebrille aufziehen. Und da kann man ansaugen. Perfekt. Ah ne, das sind noch mehr Sonnebrille Geister. Davon mal diese Sonnebrille. So. Da wirst du auch ganz schnell ruhig. Und du hast die Tasche gut. Okay, ich bin mal gespannt, wie die ersetzt. Das weiß ich nämlich nicht mehr genau. Hoho. Ja. Ah. Okay. Oh. Yellow. Wer auch immer hinter dieser Wirrlichtplage steckt, ist nicht mit dem Parask Potzblitz. Sehe ich recht? Du hast die Düsterlämpfe schon gefunden? Vortrefflich, mein Bester. Ah, man Y-Maschine hat, okay. Ah, perfekt. Eine, der ist verstoppt? Ne? Ah, okay. Ah, damit kann ich noch Spuren sicher gucken. Ja, aber dann müssen wir mal die Tiere abtauchen. Ah, du siehst sogar eine Buchspur. Also wir kriegen anscheinend tatsächlich noch mal ein Buch an diesem Kapitel zu drin. Anscheinend. Oh. Yellow. Ciao. Yes, okay. Boah, wir können nur natürlich auch noch ein anderes Geheimnis lüften. Aber an der ganzen Welt scheinen nur mehr viel verschwunden zu sein. Au, au. Das Mausebild eigentlich auch etwas zu verstoppen? Nö. Okay. Da gebe ich mal so ein, wir gehen die Insel Geheimnisse an, die wir schon wie lange gesehen haben. Besonders in der Bibliothek wird mal end. Ah, jetzt ist natürlich auch ein Tier verschwunden. Die gehen wir gleich. Oh ja, so hab ich's verschwunden im Tisch oder so. Ist doch etwas dran? Nö. Also die Dach, nee, nicht gescheit, nicht interessant ist. Oh, ja auch. Alles Geld, okay. So, und du geschehen mal Kristallzonen. Ah, und du hast einfach spannend jetzt CMW, okay. Da kann man die Grilllava aufschmeißen. Aber vielleicht mal endlich die spannenden Netze verbrennen. Wie weiß. Hey, bringt er dir schon etwas? Oh, okay, die Buchhofer halt dran. Aus der Bahn anscheinend.
Kristall verschwundene Sachen. Ew. Wahrscheinlich irgendwie das Feuer, du. Das bringt nichts, du. Fahren wir ja die Bannen. Da kommen wir nicht wirklich weiter. Heißt im Wohlraum, ne? Nee, das ist... Von einem Schrank, okay. Uff, okay. Der ist ein bisschen brutal. Das ist ein Arbeitszimmer. War nicht das Bild verstopft? Doch. Ich meine, das kann man auch zum Leben erwecken. An den Kristall draus kriegen. So, perfekt. Den man dann noch fand. So, ein High River kommen wir Raum ändert. Also ich weiß zwar nicht mehr, wie Raum das wo. Mir das ist den Artistenraum, ne? Wo der in Bild auch verschwunden ist. Ja, genau. Ah, da wollen wir hin. Ah, das Bild ist aber noch um du. Okay. Dann ist das hier relativ uninteressant. Da muss man irgendwie an den ersten Raum kommen, mehr weh. Ich war die Küche, ne? Ah, an die Küche sei, oder? Schlüssel mal auch. Ah, den brauchen wir hier, okay, perfekt. Sind wir auf der Veranda, hey. Das ist nicht dort drin, ne? Das ist ein Garten. Da war man noch nie. Nice. Viel Geld, das ist cool. Das ist Innenhof vom Eisen. Und da ist der ganze Pump verschwunden. Sieht irgendwie so aus. Ah ne, ganz stark, der ist verschwunden. Die Städte kann ich mich noch gut erinnern. Ich meine, das ist einfach Kristall dran, oder? Nee, Schlüssel sogar. Okay. Für die Uhr ran. Okay. Aber das sei? Einfach nur eine Verbindung mit dem Feuer oder wie? Ah, komm, man kann die so vielleicht an den Aquarium ran. Jo, tatsächlich. Lol. Nice, okay. Ja, dann hast du das aber nicht da rein, no? Gut zu wissen. Siehst du direkt, man nicht verpasst. Und hier scheint der Schlüssel dann zu passen. Heißt auf so Wand spielen, möchte da bist nö. Verschwitzt doch
nicht dran. Dann los halten wir ran. Das ist Kischen aber, oder? Schmengen. Da waren wir auch schon dabei, ne? Ja, das ist Kischen, okay. Und halt geht's wohl Gehster. Oh! Wie Sachen alle flehen, ey. Eieiei. Was ist denn da dran? Nee. Ja, der Kristall, die Nummer, den hast du durchsichtig. Und wart, okay, nice. So, nun muss man den Speisesaal, da kommen wir ja dann über die Tierhai, ne? Anheif scheint mal Boot zu fallen. Und tatsächlich so aussieht. Und den nächsten für alles verschwonnen. Oh Mann. Hallo, wunderte sich das alles Triggers. Ah, den Bu muss man mit der Düsterlampe erwischen. Da sind. Ne, das ist eine Musikspur. Ah, da sind. Ah, okay, und dann. Ah ja, und da muss man den so durch den Raum schmeißen. Stimmt. Nun Strom am Kopf. Buhe sind mega nervig an dem Spiel. Scheint doch schwierig anzusaugen. Okay, das wäre da gepackt. Das war ja die Mission, I guess. Oh, yellow. Wären mit keine Bedrohung gefunden. Immer das ist schon mal gut. Du wirst ja, mein Computer war. Hat dich wie entkränkt. Blank wurde doch nach Hause ein bisschen hängen können. Mit aber kriegst du das gelöscht. Keine Ahnung, was das da wo. Mir zum Glück können wir den Marathon wenigstens starten. Ich hoffe, dass ganz wohl kein Computerproblem auftauchen. So, ich meine, du könntest schon das letzte Kapitel für Haut. Das waren 15 Minuten. Ja doch, das stimmt aber. Doch, bei 15 waren wir ungefähr am anderen Kapitel. An der Buch von das gibt also pro Villa Buch oder wie? Oder pro Mission. Pro Mission geht der Buch zusammen. Wahrscheinlich. Aber bon, das Backtracking machen wir nicht. Also, ich gehe nicht allein zur Position. Also das verlangt, aber ich menge wohl nicht. Ich meine das nicht verlangt. Ich bin froh, dass meine Diesel aber so prächtig funktioniert. So, was kann man da lo?
das Juwel. Das so Geist an eine Buhu. An den Night extra Crema demnächst. Wie war Turm freigeschaltet? Ah, das ist die nächst. Ein Turm voller Trubel, Tricks und Tücken. Erwarte dich und deine Freunde. Wähle ihn. Ah, das ist der Multiplayer, von dem ich gerade geschwärzt habe. Ja, okay, das ist etwas, was man nicht können machen. Außer tut ihn nach ein DS an Lust zu spielen, wenn nachher immer online geht. Aber ja, das ist wie gesagt so eine Art King of the Hill. Und ich habe auch ehrlich gesagt manchmal nicht mehr E-Mul gespielt, dann nicht mehr für zu testen, aber wirklich geil, das ist nicht. So. Ah, Feier ist auch gepackt. Plus ein Buch. Ah, look, haben wir bei A5 Mitternachtsputz. Okay, wer das da? Etwas Unerwartetes und Ungewöhnliches hat sich in der Gruselvilla zugetragen. Alles ist voller Spinnen und vor lauter Netzen kann man sich nicht mehr an die eigene Nase fassen. Oh nee, den armen Luigi. Die Sache ging ruckzuck. Keine Frage, da steckt ganz klar irgendein Spuk dahinter. Wenn es so weitergeht, können wir demnächst keinen Fuß mehr in das Gemäuer setzen. Du musst flink zur Villa eilen und jedes einzelne Netz mit dem Schreckwerk aufsaugen. Ich finde derweil heraus, was es damit auf sich hat. Jo, schmeckt das schon Bosszeit, du? Angelum mega episch. Nämlich den Boss so geil inszeniert, mit der Musik an allem. Die werdet feiern. Ja, da gucken wir jetzt nur mal an, wo die ganz spannenden Netze sehen. Und werden alle Spinnennetze. Ja, der haben wir doch schon genug gesehen, ne? Anscheinend sollen da sein, aber ich sehe keinen. Ah doch, Turm, Ritter. Okay. Oh yeah. Yes, okay, die ist schon mal fort. Also kein Gegenstand mehr spannend, das so mal gejuht. Muss man in den nächsten Raum gehen. Hoffentlich haben wir nebenbei auch noch der den oder andere Juwel. Alle sind 3 weiter Dinge abgetaucht, okay. Einen am Gang anscheinend. Ah, und dort kann man den ganzen Dingen halt verbrennen. Stimmt, so war das. Das kann man Feuer halen. Und da kann man das schön brav hinlehnen an alles verbrennen. Perfekt. Da kommen wir mal auch endlich an die Tiere ran. Ich denke, das ist auch die Mission, wo wir können Urwen und den Juwel kommen. Ich gehe mal direkt drauf gucken. Statt halt weiter zum Mann. Gucken wir mal, ob wir das Juwel kriegen. Das war in dem engen Schlafzimmer, du. Gehen wir mal einfach gucken. Ah, hier oben ist sie sowieso auch. Uff. Da hängt wirklich viel. Oh Gott. Ja, und an dem Raum geht es anscheinend auch spannend jetzt. Na dann. Hallo?
Ich gebe den Dingen so gern an den Uwe schmeißen, meh. Ah, das hängt um Lüster. Okay. I do it. Jo, da kriegen wir endlich den Kristall da. Nice. Ja, okay, das ist verbrannt. Machen wir mal da. Guck mal auch an Feuer zu kriegen, oder? Was sag ich für Feuer? Ah ja, du treibst das. Yes. So. Vorbei noch auch die riesige Spanne, dass die auch schon seit Anfang heute sind. Da geht jetzt sogar auf den Speicher. Schön, dass er nachher spannend nicht sich auch. Du? Yes. Ja, tatsächlich. Im Speicher sind wir noch. Okay. Gitarre Juwelen? Ne, Geld. Guck, das Bildschirm auch noch nicht gemäht. Okay, da muss man aufpassen. Ah, da muss man dumm am Gyrosensor schaffen. Ja, okay. Okay. Ah, das ist ein bisschen nervig. Shay, Reed, Luigi, komm. Du packst das. Nice. Also du müsste man der so ein bisschen schwanken, um das auszugleichen. Ah, und das ist nicht mehr Feuer auf dem Bild. Okay. Service? Ja. Ah, auch Feuer, okay. Du verschützt dich einfach ein Juwel. Okay, tipptopp. Ah, Leben. Das ist tatsächlich wie interessant. Nö. Okay, der Raum ist dann auch frei. Spannende Netze. Nice. Okay. Tipptopp. Da kann man im Ruf. Und dann Ende weitermachen. Oh, nice. Kriegen wir sogar noch Gehstoppbesuch. Anscheinend wird die Tierhai unsichtbar gemacht. Eieiei. Nee, okay. Weiter. Ja.
So, der das auch mal endlich fort. Da Hanne. Mhm. Guck mal, sag mal, das hat dann hier Schnappes. Verstoppt sich ja etwas. Ja, ein Truhe, okay. Achso, Juwel dran. Nee, Geld. Okay. Geld tun wir natürlich auch, wenn es die Bonussen. Oh, den ersten Rest haben wir hin proper. Anscheinend sind Gäste auch gern einem hygienisch geeigneten Zustand. Da putzen wir das Luft rein. Und naja, das war auch noch spannend jetzt. So, oder ist alles fort, oder? Nee, am Erdgeschoss soll anscheinend noch irgendwas sein. Oh ja, das sind noch zwei Reimhannen. Der Piano ist verschwunden, oder? Nee, verschiedene Becher sind wir fort. Narbu. Okay. Okay, versucht zu holen. Was ist da drunter, hä? Einfach Globus oder was? Oh, Lütten ist gut. Das, okay. So, und down. Oh, die Welt kann froh sein, dass du diesen bleichen Ballon gefasst hast. Buchus sind scheu. Sie zeigen sich nur, wenn man ihr Versteck findet. Und jeder ist anders, auch wenn alle gleich aussehen. Schnapp sie dir alle. Sonst schließen sie noch zusammen und mein Lieber wäre verhängnisvoll. Das wäre verhängnisvoll. Ja, okay, das kann ich mir schon denken. So, anscheinend gibt es einer irgendwo Spannennetz. Ah. Fund. Oh yeah. So, dann scheint er da die letzte Raum zu sehen.
spannen jetzt am Friko oder was? Nee, aber hey, perfekt. Yellow. Famos, damit sollte den Krabbelern die Spinnerei vergangen sein. Jedenfalls haben wir fürs Erste Wichtigeres zu tun. Ich konnte nämlich den Ursprung der ganzen Spinnerplage ermitteln. Ich fuchsel dich zurück und dann fährst du alles. Okay. Los, Zeit für Final Boss. I did it. Das war auch 13 Minuten, ja. Ja, Rang. Und, ja, nicht so geil. Mir egal, der Rang ist egal. Den ist so wichtig. Saubere Landung, mein Lieber. Hast du mir auch ein paar Geister mitgebracht? Natürlich. Sogar lästische Bu. Geht der durch? Nee, das geht nicht durch für den nächsten Bonus. Nach 800. Ich habe während deiner Reinemacher-Runde eine formidable Entdeckung gemacht. Ein paranormales Signal von unglaublicher Stärke tief im Inneren der Villa. Ich weiß ja nicht, wie es dem Paraskop so lange entwischen konnte, aber nun ja. In jedem Fall steht es zweifelsfrei mit der Spinneninvention in Verbindung. Es wird noch ein wenig dauern, bis ich den Ursprung des Signals präzise geortet habe. Aber sobald ich es geschafft habe, darfst du dich gleich ins Vergnügen stürzen. Freu dich schon mal. Eieieiei. Ja, die Wurzel des Übels. Ja, Lucida Brett. Alle, die ein bisschen Arachnophobia haben, die sollte Lo am besten Schluss machen, weil Lo geht das hässlich. Heureka, ich hab's gefunden. Meine Extrapolation hat ergeben, dass das starke paranormale Signal aus dem Keller stammt. Ganz genau, dem Keller. Ach, du hast Angst. Na, das kann ich gut verstehen. Keller haben einen furchtbaren Ruf unter Spukfachleuten. Aber ich glaube an dich, Luigi. Oh ja. Zusammen finden wir den Urheber des ganzen Elends und legen ihm das Handwerk. Nochmal tief Luft und die Hosenträger ein, denn jetzt geht's ums Ganze. Um in den Keller zu gelangen, musst du mit dem Aufzug fahren. Ganz einfach. Na, zur Sicherheit markiere ich dir den Keller trotzdem mal auf deiner Karte. So, du hast den Keller. Du war aber noch nicht. Bitteschön, der Schlüssel zum Aufzug. Die Anlage ist zwar meiner Habilitation nicht mehr geprüft worden, aber das klappt schon. Jetzt Lift haben wir schon ein paar Mal begehnt, allerdings haben wir ihn noch nicht benutzt. Wenn wir mal Luma, let's go. An Luke das musikalisch halt genial an, atmosphärisch mega. Also ich war geflasht, wo ich den Boss gesehen und dann. Ich war ein bisschen skeptisch, wie ich meine 2 Gegen liefert, nur in den paar Missionen, aber wo der Bosskampf kommt, wo es so, okay, das Spiel geht aber anscheinend ziemlich geil. Und geht nur noch besser. Jo, okay. Dann benutzen wir mal den Lift.
Bah, das ist dann hier am Keller Wettschwimmertei. Das sieht nicht schön aus. Oh Gott. Ein riesiges Spann. Ja, look, die Musikal schon mega geil. Und noch, wie ihr da an 10 gesagt, das ist herrlich. Ich weiß also nicht mehr ganz genau, was ich muss machen. Die greift dich von oben, oder muss ich sie verbrennen? Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Ah, ich muss das Fleisch blenden. Das kann Sinn. Ja, genau. Und dann den Ball holen. Ja, genau. Und dann so verbrennen. Sie probiert Feuer auszumachen. Oh Gott. Ah ja, die Geste da mit dem Schutzschild. Stimmt. Ich weiß gar nicht, wie weit ich muss machen bei denen. Ah, okay. Ja, die so Kostüme haben. Ich meine, 3-mal muss ich die treffen. Man kann die noch nicht an enger Fass durchkriegen. Aua. Oh Gott. Sie mich einfach die ganze Villa kaputt. Ja, aber Musik. Ah, Musik ist so heftig. Ah, du kann nicht so gespannt, lol. Ja, ich muss am Duina, ne? Und sie blenden, oder? Ja, genau. Und dann 10 steht durch. Dann spießt das ab und dann kann ich halt rennen, genau. Genau, und dann lief das Ding jetzt am Duane wieder. Okay, perfekt. Ich brauche es vielleicht ein bisschen leeren. Ich muss einfach ein bisschen oft getroffen gehen. So, auf was mit dem? Okay. Und fast 3. Okay, gut ausgewischt. Geht sie nicht zurück? Ne, sie lebt Ludo. Okay. Ah, die Musik, Mann. Herrlich. Warte mal. Da muss ich den Ritter da verbrennen, ne?
Und das ist natürlich dann noch beim 3D-Effekt nach mich spektakulär gesehen. Nach Füsse, ne? So, wo holen wir das Ding zwei? Aua. Komm nur rein, Mann. So. Komm, so genau. Schluss damit. So, perfekt. Geile Bosskampf. Oh. Yeah. Ho ho. Yeah. Oh. Oh. Und das ist spannend und freundlich. Da geht's irgendwie. Yellow. Mir fehlen die Worte, ein Geist, der Besitz von anderen Wesen ergreift. Und dazu hatte er sogar ein Finstermundstück in seinem Bauch. Ach, und alles klar. Das war ja ein ganz schön spannendes Duell. Aber du und der Schreckwerk, ihr habt diesen Meistergeist wirklich Manieren gelernt. Du bist bestimmt ganz fertig. Ich hole dich schnell zurück. Oh yeah. Ho ho. I did it. Oh yeah. Oh yeah. Ah! Oh. Oh. Ah. Shit. 6 Minuten gebraucht. Easy. Ja, das war dann mit der ersten Villa. Wir gucken jetzt kurz die zweite an. Also das ist am Anfang kein Villa, aber mir auch ultra geil. Das ist manchmal mein Lieblingslevel zwischen all denen, die teilgehen. Und das machen wir da Mur. Ungefähr um die gleiche Zeit. Du bist ein Held, was für ein Kampf. Du hast diesen Geist mit Krebs und Elan, das Spuken ausgetrieben. Dann wollen wir mal diesen Meistergeist mal ansehen. Massenwunzen 50. Okay. Viel Geld muss es nicht gehen. Das läuft ja wie am Schnürchen. Nun haben wir schon 2 der Finstermundstücke. Fehlt nur noch der Rest. Bitte, du dachtest, wir sind schon fertig? Mitnichten, die Geister werden doch nicht alle Teile am selben Ort verstecken. Nein, nein, dafür sind sie viel zu gefieft. Die Teile sind sicher im ganzen Tal verstreut. Doch das kann warten. Zeig mir doch mal unser neues Finstermundstück. Meine Herren, sieh dir nur all die dunkle Energie an. Aber das haben wir gleich. Ah ja, ihr botzet immer richtig Propaganda dann, ja.
Und da sind Efeutürme. Haunted Towers, meine ich auf Englisch. Es gibt nämlich ein kleines Easter Egg, weil ich erst ganz zum Schluss weisen kann, wenn man alle 5 Fehler anholen. Got it. Jo. Und da machen wir dann demnächst weiter. Ich gucke dann kurz, ob man... Oh yeah. Ja, also bla bla bla. Gruselwuse will erst gepackt. Und da gibt es eine Geheimmission. Ich weiß noch nicht mehr genau, wer das wo. Das Verstecken, da verstecken sich noch irgendwo Buhus, fangen alle Buhus in diesem Haus, um diese Mission freizuschalten. Okay, das ist eine Spezialmission. Ich weiß nicht genau, wer das ist. Es ist schon das nur. Wenn das irgendwie verwehrt wird, dann spielen wir das halt einfach den 1. November nach. Dani da Silva Brando. Salü, herzlich willkommen. Was ein bisschen spät rum, weil wir sind gerade fertig gehen. Und da ist schon wieder von Luigi's Mansion 2. Und da sind Efeutürme. Und die steht meist dann nur um ungefähr die gleiche Zeit. So, es wird nur gucken. Wie gesagt, schreibt mal in die Kommentare, ob ihr das Spiel kennt oder nicht. Ob das schon gespielt hat oder Blind Tie verfolgt. Meinung zum Boss, Meinung zur Musik an etc. Gebe ich auch gerne von euch mal mitkriegen. So, es wird nur gucken. Bis morgen beim Halloween-Marathon bei Team Letztebusch. Bis dann und tschüss.